Tag 194, wie es sein sollte. Ich würde sagen, jetzt wird es langsam spannend, wa? So generell im ein Namine, Sion, Roxas, Kyrie und Sora. Irgendwie stehen die ganz gewaltig miteinander in Verbindung. Zuerst dachte man sich so von wegen, ja, Namine mit Kyrie, Roxas mit Sora, vor allem auch wegen der Ähnlichkeit. Und bei Sion irgendwie auch mit Namine und ja, mit Namine und mit Sora sage ich schon, mit Kyrie, wegen dem Aussehen. Aber warum kann Sion ein Schlüsselschwert führen? Und warum spricht Sykes immer so von einem Fehlschlag, von einem S, als wäre es eine Kopie? Wobei, so, niemand ist nie eigentlich auch kopieren irgendwie? Oder eben halt niemande? Oder, also wird langsam mal Zeit, hier ein bisschen aufzuklären, wa? Und ich hoffe, das Spiel bzw. der Film oder was auch immer das momentan ist, kommt da langsam aber sicher mal dazu. Gut, ich meine, das Spiel heißt ja 358 over 2 Days. Sprich, wir haben noch ein paar Tage vor uns, wa? Während einer Mission besuchten Roxas und Axel die Welt, in der Roxas zuvor schon einmal geflogen war. Roxas traf auf Naseweiß und bat sie, ihn mit etwas Feenklein zu bestreuen, damit er wieder fliegen könne. Kurz darauf begann Roxas auch schon zu schweben, doch Axels Füße blieben beide fest auf dem Boden. Roxas sagte zu Axel, er solle ihm vertrauen und dass er auch fliegen könne, wenn er nur daran glaube. Believe in you! Also vertraute Axel auf Roxas Worte und begann nur kurz darauf ebenfalls zu schweben. Und so flogen die beiden gemeinsam los, um ihre Mission zu erfüllen. Und sie leben gemeinsam bis zum Ende ihrer Tage. Was? Nee. Roxas verbrachte seine Tage damit, Missionen zu erfüllen und Herzen zu farmen. Tag 224, Anomalie. You seem to be struggling. A nobody is interfering, I think. A nobody. I keep trying to piece his memory back together. But what if some of the pieces got lost? There would be no way for me to finish. If that happened, and they found their way into someone else, he'd never get them back. Oh, I think he can do without a memory or two. But what if he needs those memories in order to wake up? What if they're the key? Namine. You are a witch who has power over Sora's memories, and those connected to him. Are you seeing something I cannot? If his memories become her memories, she will never survive it. She? Hey, Axel? You've been to Castle Oblivion, right? Yeah? What is it like? What's it like? Just an organization research facility. For research, huh? Seems everyone gets sent there all the time, especially you. Although, they never send me or Roxas. Well, they probably just don't need you there. I'm heading back. Huh? Maybe
you're not completely well yet. No, it's nothing like that. Got it! Huh? Got what? On our next day off, let's all go to the beach, huh? The beach? Where did that idea come from? We should go someplace different for a change. You're talking about a vacation with friends. Exactly. I'll join you, if I can. What are you talking about, Shion? It'll be a blast, trust me. Yes, alright. Let's go. Tag 225. Stille. Nur mal ganz kurz. Warum meinte Namine, dass sowas Erinnerungen zu ihren werden könnte? Meint sie Sion? Das würde erklären, wieso Sora zur Zeit nicht und warum er nicht aufwacht, liegt wohl an der Kammer, sprich, weil Namine noch nicht will, dass er aufwacht, weil er noch nicht alle Erinnerungen hat. Aber heißt es auch, wenn sie versucht, wieder mehr von seinen Erinnerungen herzustellen, dass dann Sion oder natürlich auch Roxas davon betroffen sind, weil Roxas hat ja auch schon mal so eine Phase, wo er bewusstlos war. Das nur über einen längeren Zeitraum. Ich meine, ja, dass man Roxas mit Sora vergleichen könnte, ja, aber warum Sion? Das gibt doch keinen Sinn. Was hat Sion mit Sora zu tun? Und vor allem, warum hat er Erinnerungen an andere Niemande verloren? Ich meine, Sora selbst ist ja gar kein Niemand. Warum generell sollte er so Erinnerungen verlieren? Klar, Namine hat es ihm damals genommen, um andere Erinnerungen einzufügen, das wissen wir aus Chain of Memory. Diese Beweggründe und den ganzen Hintergrund davon, aber was hat das mit diesen beiden jungen Niemanden, sag ich jetzt mal, zu tun? Sion sorgt deprimiert von dannen, ohne ihr Eis zu essen. Wie traurig. Roxas fragte Axel, ob mit ihr alles in Ordnung sei, doch er erhielt nur eine teilnahmlose Antwort. Roxas fragte sich, ob sich Sions Laune wohl bessern würde, wenn sie zu dritt zum Strand gehen würden. So wie es sich neulich erst versprochen hatten. Wie wär's mit dem Schloss? Das wird, glaube ich, alles einfacher machen. Sion fand die Informationen, die Sykes über das Schloss des Empfallens eingegeben hatte. Tag 255, der längste Tag. I sent Axel to Castle Oblivion last night to help expedite the matter we spoke of. I also instructed him to clear out our facilities there. He should return soon. And what of Namine? Still missing, sir. Ha ha! Where, oh where could she be? Why, Zigbar. It almost sounds as though you know. Continue. Somebody accessed our main computer without authorization. And you expect us to believe you really don't know who it was? As if. Little Poppet is turning into a problem. Nonsense. I see no problem whatsoever. Ha ha! Well, no, apparently you don't. Something you find amusing? The things you hear from a guy with no heart. No matter what unfolds, our plans remain unchanged. Axel, Roxas, and Shion will play the respective roles that Kingdom Hearts has given them. But sir, Shion... Leave it be. How can you not see how perfect this is? In truth, this is more than perfect. Shion is marching right into the arms of destiny, but to destiny's own time. We need not take any more steps. All we must do is watch with caution and patience.
this is the last you'll ever see of these walls, Shion. Axel, what are you doing here? I'm just here on orders, that's all. There's nothing for you to see here. Lies. This is the place I come from. I just know it. What about your mission? Don't be selfish. Or else they'll turn me into a dusk? They'll do worse than turn you into a dusk. They'll just destroy you. And is that because I'm useless? That's not it. Shion, go home. I'm remembering things. I have memories of back when I was a human. Well, stop remembering. Nothing good will come of it. I have dreams every night. And you're in those dreams, Axel. And they sure aren't memories. How can I be a part of your past? They're just dreams, that's all. You can't fool me. We've met before, Axel. Right here in this castle. No, we have not. Let's go home, Shion. Don't keep Roxas waiting. Please, Axel. You've got to help me. I need to know who I am. Stop! Stay out of there, Shion! You're early. No, you're just late. Today makes 255. What's that about? It's been that many days since I first joined the organization. Man, time flies. So, you got the number memorized, do you? Yeah. Have to hang on to something, right? It's not like I have memories from before the organization. Don't you remember? I acted like a zombie. Right. That first week, you could barely form a sentence. But come on, you're still kind of a zombie. Oh, thanks. Hey, Roxas. Bet you don't know why the sun sets red. You see, light is made up of lots of colors. And out of all those colors, red is the one that travels the farthest. Like I asked, know-it-all. Seriously, where is she? What? Then I wasn't who I am? Tag 256. Neuigkeiten. Jetzt wird's endlich mal spannend, Freunde. Sion ist endlich da, wo sie ja eigentlich hin sollte. Ich meine, sie ist im gleichen Ort wie Namine. Da muss jetzt irgendwann mal ein bisschen was aufgeklärt werden. Aber da, wo sie erschaffen wurde, heißt das, sie wurde aus Soa erschaffen? Aber von wem? Von Namine? Und warum? Von der Organisation? Wir wüssten ja warum, wegen Schlüsselschwert und so, wegen der Fähigkeit, aber wie sollte die Organisation einerseits es geschafft haben, aus Soa, ich sage jetzt mal so aus Daten, Sion zu erschaffen, die eher aussieht wie Kairi, das mal zum einen, aber gleichzeitig nicht in der Lage war, Namine zu finden. Und wenn sie aber trotzdem Soa gefunden hätten, was es eigentlich sein müsste, warum haben sie ihn dann nicht entführt?
oder irgendwie sonst als Druckmittel für Namen eingesetzt. Irgendwie, ein paar Dinge passen nicht so ganz zusammen. Im runden Raum informierte Semnas die anderen Organisationsmitglieder darüber, dass Sion verschwunden war. Im gleichen Atemzug verbot er allen, sie zu suchen. Roxas war mit Semnas Anweisung unzufrieden und meinte, dass sie nach Sion suchen sollten. Doch Semnas erwiderte nur, dass es Antworten auf alle Fragen geben würde, sobald die Zeit gekommen sei, und beendete die Versammlung mit diesen Worten. Das ist eine scheiß Antwort, ganz ehrlich. 1950, Tag, Lehre. Ein leerer Tag. Die Tage vergingen ohne Sion. Auch Axel kam nicht mehr zum üblichen Ort. Und Roxas aß dort sein Eis allein. Und wurde immer fetter. So viel Eis kann echt nicht gesund sein. Tag 276. Unordnung. Shion. Shion! Surely, you must have known that this was going to happen. Why would I know? Because in your memory, you've been to a number of worlds before you came to this one. And of course, in those worlds, the only beings you met with the Dark Army. That's all that's left in your heart. The darkest memories. Your memories of long gone. Every one. That's a lie. I remember everyone from the islands. They're my closest friends. And who threw away those friends? Maybe it's your own actions you've forgotten. It was you who destroyed your home. Who am I? What am I here for? So we meet again. You made me a promise. I remember. It was to look after Sora. I'm sorry. I'm not sure I've kept that promise very well. Can you tell me what's happening? Some of Sora's memories are missing. How could that be? Sora's memories are escaping through Sora's nobody into a third person. And now, they're starting to become a part of her. Isn't there a way to bring back just Sora's memories? If they're still separate, then I think I can take out fragments of it. But if her memories and Sora's memory fragments are completely weaved together, I would need to untangle them from each other, and that would take more time. Which means it would take even longer before Sora can wake up again. And Diz wouldn't tolerate that. So what can you do? If I just jump in and rearrange her memory, then Sora might wake up, only to find out that nobody remembers him anymore. That's a risk I just can't take. It's too late either way. Sora's awakening
has already been delayed. Sora's nobody, and the one that's absorbing his memory. None of us imagined that they would fight so hard to become their own people. Unfortunately, the only real solution is for them both to go away. Did you know? Her face was blank at first, but now, there is a face that is clearly visible. I think that's proof that she has entered Sora's memories. Sora's memories, Sora's nobody's memories, and her memories. They're all a jumbled mess now, and to put them back into one, I'm afraid there's no other way. All right.